Hi, grüß euch und Servus beieinander. Willkommen zu meinem zweiten Mühlhüssel-Video, in dem ich ein wenig mit den Vorhersagen beschäftigt habe. Aber zuerst möchte ich mich bei all den neuen Abonnenten und natürlich auch bei meinen Stammsehern ganz herzlich bedanken für den Erfolg von dem letzten Video. Für jeden, der mich nicht kennt und gerade auf meinem Kanal gestoßen ist, möchte ich mir einfach mal kurz vorstellen. Aber keine Angst, das wird nicht so lang. Ich mache schon lange YouTube und war eigentlich fast von Anfang an schon mit dabei mit einem anderen Kanal. Ich heiße Markus und komme aus dem schönen Oberbayern, stehe da am Fuße vom Hochfällen. Auf einem Kanal mache ich, was ich möchte und auf was ich Lust habe. Das ändert sich laufend. Also es gibt bei lustige Sachen, es gibt bei Kulturelles, es gibt Kreatives, Fotowalks oder auch mal Drohnensachen. Meinen Schwerpunkt lege ich aber auf alle Fälle auf die Community. Also Treffen, Austausch in den Kommentaren, privat, weil das ist meine Belohnung, von euch Feedback zu bekommen. Und genau deswegen mache ich das, um euch eine Freude zu bereiten. Und wenn ihr hin und wieder mal ein Video über meine Gegend sehen wollt, in dem es um Legenden, Mythen oder Sagen geht, dann lasst es mich wissen und ich bin auf alle Fälle gern mit dabei, weil da hätte ich richtig Bock drauf. Aber nun zum zweiten Teil vom Video. Es hat eine Zeit gedauert, weil ich noch nicht genau gewusst habe, wie ich es eigentlich am besten strukturiere. Denn dazu muss ich sagen, dass ich vor vielen Jahren bereits ein Mühlhüssel-Video gemacht habe. Und das ist ziemlich durch die Decken gegangen. Das Spannende ist, das Video war vor circa 15 Jahren oder 13 Jahren und entstand, indem ich verschiedene Vorhersagen und aktuelle Begebenheiten miteinander verbunden habe. Man muss sich dann ein bisschen zurückerinnern, vor 15 Jahren haben wir noch keinen Nahostkonflikt gehabt, keinen Ukraine-Krieg und auch keine Flüchtlingskrise 2015. Dort hatten wir andere Probleme gehabt wie Milch- und Butterpreise und so Diskussionen, ob man in die Schulzimmer die Kreuze herabnehmen sollten. Und genau das Video und die damalige Sicht, was die Vorhersagen wohl bedeuten sollen für die Zukunft, möchte ich eigentlich mit diesem Video, möchte das alles in dem Video mit einarbeiten. Daher haben wir es lang überlegt, drin die damaligen Ansichten mit einzubinden. Also ich hoffe, mir gelingt es und ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Vielleicht mache ich auch mal einen Livestream drüber, da hätte ich mal so richtig Bock drauf. Und an dieser Stelle nochmal ein Danke an dich und ein Danke an dich. Und du hockst wirklich mit dem Handy auf dem Klo? Ja, gut, auch an dich. Verrückt. Stellt euch vor, ein Müllerssohn namens Matthäus Lang sitzt in seiner Mühle und spricht in rätselhaften Bildern. Bilder von einer Welt, die für seine Zeitgenossen unvorstellbar, aber für uns heute eine erschreckend genaue Blaupause unserer Realität sind. Seine Prophezeiungen, überlieferte mündliche Erzählungen sind wie ein dunkler Spiegel, der uns unserer Zeit weit voraus ist und unsere Zeit vorhält. Der Wandel von Natur und Gesellschaft. Der Mühlhüssel sah eine Welt, in der die Natur ihre Ordnung verliert. Wenn man Sommer und Winter nicht mehr unterscheiden kann, soll er gesagt haben, eine Prophezeiung, die im Zeitalter des Klimawandels fast unheimliche Relevanz besitzt. Die Jahreszeiten verschwimmen, die Extremwetterlagen häufen sich und die Natur, so wie sie die Bayern kannten, verändert sich. Auch die Landschaft selbst blieb da nicht verschont. Also ein Mann aus dem Wald hat ja eine tiefe Verbindung zu den Bäumen. Seine Worte, der Wald wird so licht werden wie das Bettelmanns Rock, sind erschütternde Vorahnungen gewesen von ihm, wahrscheinlich auf das Waldsterben, denn zu der Zeit Borkenkäferbefall und so weiter und die Stürme, die kahlen Schneisen in den tiefgrünen Fichtenwäldern, nicht nur im Bayerischen Wald, überall in Bayern oder in Deutschland, Europa wahrscheinlich. Von oben betrachtet schauen die lichten Stellen tatsächlich aus wie Löcher in einem zerrissenen Gewand. Er sah auch den Wandel der Menschen. Wenn man
Wandel und Weibel nicht mehr auseinander kennen, hat er gesagt. Eine Aussage, die auf den ersten Blick schlicht klingt, doch sie beschreibt präzise den gesellschaftlichen Wandel. Frauen, die Hosen tragen statt Röcke, kurze Haarschnitte und in Berufe vordringen, die einst von den Männern vorbehalten worden ist. Eine Welt, in der traditionelle Rollenbilder verschwimmen. Die Vorzeichen von Krieg, Währung und Technik. Doch der Mühlhirsel blickte da noch tiefer in den Abgrund. Er sprach von der Ankunft der modernen Technik als Vorbote des Unheils. Wenn der eiserne Hund durch den Vorderwald bellt, das ist anscheinend die Eisenbahn, die mit den lauten Pfeifen die Stille damals des Waldes durchbricht. Für ihn markiert ihre Ankunft den Beginn des großen Krieges. Er sah angeblich sogar die beiden Weltkriege voraus, indem er von einer Abfolge von 3 Kriegen sprach. Seine Vision reichte bis in die Finanzwelt sogar. Er hat gesagt, einerlei Geld kommt auf. Total schockierend, zu der Zeit hat es so keinen Euro gegeben. Es beschreibt dann doch die regionale Währung. Und doch warnt er vor dem Preis dieser Einheit. Aber seine wohl dunkelste Prophezeiung war damals, der letzte Krieg wird der Bankabräumer sein, von dem hat er immer gesprochen. Viele deuten das als eine massive Finanzkrise, die unser gesamtes Wirtschaftssystem erschüttern wird. Selbst die Ankunft von Flugzeugen, so er damals gesehen hat, oh fuck. Ja, selbst die Ankunft von Flugzeugen soll er gesehen haben. Also von einem großen Fisch sprach, der über den Wald geflogen ist oder fliegt. In seiner Zeit war das undenkbar, also eine komplett verrückte Fantasie. Heute wissen wir, dass es Realität ist. Wie hätte er das beschreiben sollen, was er da gesehen hat? Das bitterböse Fazit. Doch die Prophezeiungen des Mühlhirsels sind nicht nur Vorhersagen. Sie sind irgendwie auch so eine bittere Gesellschaftskritik. Es wird sich zeigen, dass der Bettelmann auf dem Ross nicht zu reiten ist, hat er gesagt. Das soll so viel heißen, wie wenn die Unterdrückten einmal an die Macht gelangen, werden sie diese auch missbrauchen und nie mehr hergeben. Es ist eine zeitlose Warnung vor Gier, Machtmissbrauch und selbst vor den Toren der Kirche macht es seine Vision nicht halt. Da hat er damals gesagt, wenn einmal Tanzmusik in die Kirche kommt und der Pfarrer auch noch mitsingt, diese Worte beschreiben perfekt die modernen Gottesdienste, wie wir es heute haben. Wenn wir schauen, wir haben Regenbogenfarben und alles mögliche Gospelchöre, was alles im traditionell bayerischen Gottesdienst eigentlich nichts zu suchen gehabt hat damals. Aber er hat das damals schon gesehen und hat sich gewundert. Die Erzählungen vom Mühlhirsel sind also neben nur Legenden, sie sind so ein Echo aus der Vergangenheit, das uns in unserer Gegenwart nachdenklich stimmt und stimmen sollte. Also, was denkt ihr über die erstaunlichen Übereinstimmungen? War das nur Zufall oder war der Mühlhirsel wirklich ein Prophet? Mir hat das total gefreut, wenn es das mal in die Kommentare reinschreiben wird, auf eine Diskussion. Oft sieht man irgendwas anders. Vielleicht könnt ihr auf einen anderen Blickwinkel lenken. Und in dem Sinn hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Like, Abo, bla bla bla. Würde ich mich freuen. Mich freut es ja schon, wenn ihr das Video anschaut. Also, Servus, ciao und habe die Ehre.
schön.